Zurück in die Schule. Ein Dorf feiert sein altes, neues, pumpendes Herz. Ein ganzes Wochenende lang. Vorglühen, nachsitzen. Das Rote Schulhaus in Rinchnach im Bayerischen Wald. Ein Paar hat es gekauft, ausgebaut und das untere Stockwerk für alle geöffnet. Als Museum. Die Story geht eigentlich los, dass wir in Griechenland am Strand lagen und auf Wohnungssuche waren, wirklich gestresst waren, in München Wohnung gesucht, dann auch gefunden. Und ich habe, als wir wieder das Handy laden konnten, gesehen, Mensch, da wird was angeboten, was ich wahnsinnig toll fand vom optischen her, ein Backsteinhaus. Dann habe ich zum Johannes gesagt, du, da kann man ein altes Schulhaus kaufen. Ich dachte irgendwie, meine Umkreissuche war groß. Ich dachte, das ist wahrscheinlich in Rostock oder weiß ich nicht wo. Kam jetzt nicht auf den Bayerischen Wald. Habe gesagt, also das wäre mein Traumhaus, ein altes Schulhaus. Sandra Schütz ist Professorin für empirische Sozialforschung. Johannes Maria Haslinger, Fotograf und Musiker. Das Paar mit 2 Töchtern schafft Wohnraum für sich und holt das ganze Dorf ins Haus. Für mich ist ein Museum ein Ort, der Leute zusammenbringt und der im besten Fall dazu führt, dass man sich austauscht und irgendwie miteinander spricht. Und ob man jetzt dazu irgendwas Historisches ausstellt oder was Modernes oder ob ich eine Lesung mache oder ein Konzert oder ob ich halt vielleicht einfach jemanden kochen lasse und gar keine Bilder an der Wand habe, das ist für mich eigentlich zweitrangig. Alle wollen es sehen. Fast jeder im Dorf hat eine Beziehung zum alten Schulhaus. Neben dem Elternhaus der wichtigste Ort der Kindheit. Die Schulbankkritzeleien werden in Leuchtkästen gezeigt. Ich soll in der Schule nicht ekelhaft sein. Minimalistisch und farbenfroh feiert die Eröffnungsausstellung Schulrelikte wie Kunstinstallationen. Also hier auf dem Foto ist meine Schulklasse. Wir waren 64 Mädchen und wir sind in diesem Raum unterrichtet worden. Und es war irgendwie beengt, aber schön. Von der 1. bis zur 9. Klasse alle Mädchen in einem Raum. Heute ist hier das Wohnzimmer. Die Gemeinde verkaufte dem Paar das Haus, weil es ein originelles Nutzungskonzept vorlegte. Passend zum Ort, dass das nichts Geschlossenes wird oder Abgeriegeltes mit Zaun vorne und bitte nicht betreten, sondern genau eigentlich das Gegenteil, wieder öffnen für die Gesellschaft und ja, nicht einen klassischen Bildungsort reinzubringen, sondern wirklich eher einen kreativen Ort des Austausches. Ein Süßigkeitenladen, ganz wie früher, als Museumsshop. Eine Hommage an den legendären Pausenverkauf der Süßrosa, gleich gegenüber dem Schulhof. Es wurde ein Verein gegründet, um das neue Museum mit Programm zu bespielen. In den 70er Jahren hatte der Rektor das Rote Schulhaus in die Hände des Kunstlehrers Ronald Jakel gegeben. Die kommen rauf und sie kriegen das ganze Haus und sie können in dem Haus machen, was sie wollen. Da habe ich so, aha, das ist ja interessant, ja. Am Eingang baute Jakel mit den Schülern einen gigantischen King Kong. Meisterwerke der Kunstgeschichte wurden an der Hauswand nachgemalt. Also das ist unser Kunstprojekt Guernica von Pablo Picasso und wir haben dieses Bild bearbeitet, kunstgeschichtlich, und haben das dann da hinten an die Wand gemalt. Die Schüler machten sogar nach Unterrichtsschluss weiter. Dieses Haus, das kann man nicht alleine besitzen. Also das war uns von Anfang an klar. Und deswegen hat es so gut gepasst, also zu uns, dass wir gern offen sind, miteinander sind. Und es auch kein Problem ist, wenn ja, vor dem Haus letzten Endes auch schon das Museum losgeht. Da kann man sich dann nicht unbedingt da für den privaten Garten so abgrenzen. Ein utopischer Ort. Was wäre das wohl für eine Welt, in der jeder die Hälfte seines Raumes oder Besitzes mit der Gemeinschaft teilt? Das Museum zieht Köche, Kuratorinnen, Künstlerinnen von weit her an. Man ist immer willkommen. Man geht den Weg da hoch, die Tür ist meistens offen, man geht rein und steht da. Und dann kommt irgendjemand oder irgendjemand ist da und man kommt ins Gespräch. Und es ist ja schön, dass da halt so, da
da zum Beispiel da vorne meint man, das ist eigentlich ein ganz normales Haus, aber da, wenn man innen ist, da sagt man, dass etwas ganz Besonderes drin ist. Am Abend spielt das Zweimann-Loop-Orchester Joasino aus München. Und das Schulhaus wird zur Riesenleinwand. Die eigene Haustür weit aufmachen, nicht warten, dass etwas passiert, sondern es passieren lassen. Ausgerechnet ein zugerostes Paar erweckt die Dorfgemeinschaft zu neuem Leben. Ein schönes Wunder in Rinchnach im Bayerischen Wald.